Wir sind heute Mittag hier an der Mesarolé zu Stengefort bei der offizieller Scheckeverreichung von unserem Kürbismarkt, zusammen am Bücherflohmarkt, den wir den 25. Oktober 2019 hatten. Als Kanner an die Kippe von den Zyklen 1 und 2 hatten die flotte Kürbismarkt organisiert. Und parallel dazu hatten die älteren Vertreter den Bücherflohmarkt. Wir haben Aufrechnung gemacht und wir können heute Mittag zusammen mit den älteren Vertretern an der Präsenz vom Chefrat, an Präsenz von den Membern aus der Regionaldirektion Mama können wir einen Scheck von 4.850 € und ASA überreichen. ASA, das ist Amikal von der Schule von den Assistenzhunden, die bilden Hunde aus, die Leute unterstützen, die sehr an Mobilität reduziert sind oder sonst eine Hilfe brauchen am Alltag. Am Namen vom Chefrat sind es selbstverständlich ganz froh, auch heute bei der Schecküberreichung können dabei zu sein, zusammen mit dem Chef und dann die Hilberts. Für ein großes Merci und Kanner vom Zykel 1 und 2, selbstverständlich auch Lehrpersonal, die sie unterstützen bei der flotten Aktion immer vom Kürbismarkt. Merci geht der Woche und die ältere Vereinigung, die auch alle Jahre zusammen von der Kürbismarkt das auch ein Büchermarkt organisieren. Ich meine, eine ganz flotte Initiative auch und der Tanz hier so von einer Tradition krut, und ich bin immer froh, wenn auch ein gewisser Tom dabei rauskommt. Und wir haben das Jahr an der Präsident vom Komitee d'École hat gesagt, ein stattliche Summe, die wir das Jahr auch können dann und da sehr überreichen. Und dafür sind wir in der Mathe ein ganz großes Merci für die Partizipation in diesem Event. Und wie gesagt, bin dann immer zu allem Lehrpersonal und den Kanner dafür ein ganz großes Merci für Seite vom Chefrat. Ganz große Merci. De Kanner, dem Lehrpersonal, all den Leuten, die beim Kürbismarkt mitgeholfen haben. Das ist ein Riesensumme für uns. Wir freuen uns immens darüber. Wir haben ein Projekt für 2020 und da hilft uns schon ganz viel. Große Merci und Kanner und Lehrpersonal. Merci. Kanner aus dem Zykel 4.2 vu Stengefort hun am Kader vom Konkurs Jeune Journalist, bei dem sie der Arbeit zum de Journalisten Mino sollte kommen, war am Diespurch zu einer Diskussionsrunde zum Thema Klima, Klimaschutz und Klimawandel angelötet. Ja. Willkommen. Also der nächste Artikel Trust for Friday for Future von Greta Thunberg. Die Schüler haben der Minister hier Arbeit vorgestellt. Geschrieben, was Plastik ist, was Plastik überhaupt für Konsequenzen hat. Also du schreibst, also Huse geschrieben vom Klimawandel, dafür wird immer mehr warm wird, auf den Treibhauseffekt. Man hat 14 Tipps für den Klimaschutz zusammengefasst. Das man wie viel kann man machen? Oh, super. Ganz praktisch. Das ist mal auch eine Beschreibung bei verschiedenen Klassengängen für Profil zu stellen. Dann muss man noch einen kleinen Artikel über die Konsequenzen vom Klimawandel gemacht, weil lokal dann in Australien ganz heiß ist. Genau. Also du schreibst auch noch einen Artikel über ihr Besuch bei diesem etwas. Nun nach dem Artikel Kreuzworträtsel geschrieben. Und du mit dem Namen nach dem Bild für Auszeichen gemacht. Super. Bisschen an ihrem Alter hat die Workshop durch den 11-jährigen Vortrag gehalten. Ich war wirklich immer eine Null-Auffallgesellschaft. Also gut Kinofall mehr machen. Das heißt nicht, dass man nicht Sachen haben, die man recyclieren können, sondern dass man nicht, wir wollen einfach Wäsche geheulen.
wat dann herno an de Meererland wie de Plastik, wo dann och deieren dat Essen an dann verhungere, weil der dann hier im Berg bleiben oder se straffe haderen stranguléiert gin, der Biller Huder jo heine. Und dafür ist auch wichtig, dass in am all der Schwartrift, wo net grad de Plastik will, mir wo überlegt, wat Kinderstand, wie Kinderstand mein Wasser kann ich auch vom Grund trinken. Oder zum Beispiel, ich kann doch Lebensmittel ohne Verpackung kaufen oder so Sachen, die dazu beitragen, dass wir Männer verschwenden. Nachdem die Schüler hier das Umweltblatt vorgestellt hatten, haben sie der Minister hier vorgestellt. Was ist das umweltschädlich zu Lützeburg? Wenn wir am Bereich Klimaschutz gucken, dann ist es so, dass wir ganz viel Spritverkauf von dem wir Tanktourismus nennen, 64, also über 64% mittlerweile von unseren Emissionen kommen aus dem Bereich von der Mobilität, vom Fuhren, also der Tisch. Davon kommen 2/3 aus dem Verkauf und Leute, die eigentlich just an Lützeburg einen MW machen, Kamion, die auf den großen Tankstellen tanken. Das nennen wir Phänomen von Tanktourismus. Dafür haben wir in dem letzten Jahr auch schon den nächsten Schritt als Regierung gemacht, für den Benzin und den Diesel ein bisschen mit teuer zu machen, dass den Anreiz für einen extra MW zu machen oder für durch Lützeburg zu fahren, weil das nicht gut auch für unsere Gesundheit. Der Faktor Klimaschutz aus den einen, also heißt CO2-Emissionen und Klimaziele erreicht aus den einen. Den anderen Wolle von Tanktourismus ist, dass Infrastrukturen übermäßig genutzt werden, für allem aber, dass die Kamion ja auch Luft verschmutzen. Und Luftverschmutzung, da gehen nicht Unterschiedsstunden, wir sehen einfach über 170 Leute am Jahr zu Lützeburg, die auf Folge von schlechter Luftqualität, die wir all der anatmen, sterben. Und wenn wir viel Kamion haben, die durch das Land fahren, dann haben wir auch mehr Luftverschmutzung. Und dafür werden wir versuchen, nicht nur Klimaziele zu erreichen, sondern auch für eine bessere Lebensqualität für all die Bürger und Bürgerinnen, die an der Grenze wohnen oder unsere Tankstellen mit nur dabei, weil sie noch viele Kamion, die verlosen und sich assistiert nach die große Straße für an den Grenzregionen zu tanken. Für aus dem Tanktourismus rauszukommen, der das Ganze schon eine große Wolle von der Arbeit, die man machen muss, für als Klimaziele zu erreichen und das auch hilft, eine bessere Luftqualität zu kriegen. Und ich meine, dass insgesamt doch als Gemenge responsable im Moment am Gang sind zu evaluieren, wie viel Raum geben wir dann den jungen Leuten, Kindern, den Familien an den Ortschaften, auf wie viel Raum müssen dann ein Auto haben? Kriegen wir nicht mehr Leute, menschenfreundlich Kartieren, wenn wir ein bisschen umdenken, wenn wir ein bisschen fortkommen von den dicken Autos, weil muss ich einfach auch so ein die über 20%, also 21% von den Emissionen, die von Eisenauto kommen, das sind doch relativ viel. Aber wir haben noch ganz viel der dicker Autos heute zu Lützeburg und gehen noch nach ganz viel dicker Autos kaufen. Die sind noch nicht alle guten elektrische oder Wasserstoff oder etwas, was nicht gegen emittieren. Und das ist nicht nur ein Problem für das Klima, mit der Suche, wenn die da Hand steht oder wenn die Luft, die da anatmet, da sind auch Stickoxiden und so dran, und die sind auch gesundheitsschädlich. Und dafür ist das manchmal eben ein Problem, wo wir das nennen dann Politiker immer eine Win-Win-Situation haben, also wo wir einen Gewinn haben für die Leute, wenn wir umplanen, dass nicht alles so auf den Auto zentriert ist. Aber wenn wir den Tanktourismus lassen, da gehen noch, wenn wir noch stauen, wenn wir noch Luftverpestung. Was für ein Auto fährt ihr privat oder ob da bist? Privat deele ich mir ein Auto mit meinem Mann, das ist ein Elektroauto. Den haben wir als letztes Jahr zugelöst. Weil Elektroauto kann ein Teil sein, wie man eine andere Mobilität kriegt. Das ist mir aber ganz wichtig zu sagen, dass man nicht nur auf den Auto gucken sollte, sondern auch evaluieren, wie man können verschiedene Teile von unseren täglichen Bewegungen anders können machen. Zum Beispiel am Ministerium haben wir Veloen, die wir als Teilen auch Elektroveloen, weil drauf und rauf geht auch an der Stadt.
Der Tisch zum Beispiel Göster sind ich an Chamber gefuhr mit Elektrowelle. Ich will aber auch so in Europa wert am muss schon eine Menge am Kommissar geschätzt, das Problem von den Batterien, wenn man die produzieren, die muss man in den Griff kriegen. Und was wichtig ist in der Politik, dass man nur nicht blind eine einzige Technologie befiehlt suchen. Wir müssen evaluieren, dass wir eine emissionsfreie Mobilität kriegen. Als Minister schon ein Auto, den als ein Hybrid, den noch schon ein paar Jahre alt, das war den ersten Hybrid, den man hat. Das heißt, du kannst ihn elektrisch uploaden und an der Stadt wird dann elektrisch. Also da, wo mehr steht, da wusste mehr Leute rundherum muss, mehr kann just 30 Kilometer elektrisch fahren und dann fährt dann mit fossilen Energien. Du musst so, die Technologie hat sich in den Jahren wirklich viel verbessert. Es kommen immer mehr Elektroautos. Aber was unbedingt muss passieren, Europa hat die ganze Produktion von den Batterien, die geht heute an anderen Teilen von der Welt gemacht. Und ich fand das nicht gut, dass von Europa du nicht selber kann dezidieren, wie die Batterien designt gehen, was du dran könnt. Dafür muss man Thema von wie produzieren wir Sachen insgesamt. Ne? Das muss man wirklich umgehen dafür. Also bis mir lange ausgegraben läuft jetzt so, ja, schon mittlerweile privat ein Elektroauto, aber das ist nicht der einzige Moyen, mit dem ich mich fortbewege. Ich habe bis 27 Jahre gut kein Auto. Und sind du am öffentlichen Transport, für die auch gratis gibt. Wir sind nicht echt Land, das gratis öffentlichen Transport kann. Mit gratis Transport hilft nicht alles, wenn man nicht nach mehr Busverbindungen an einen besseren Zugreise kriegen. Wir investieren so viel wie nach nie als Regierung an den öffentlichen Transport dafür die Kurzwege am Velo oder zu Fuß mal machen. Gibt auf verschiedenen Ortschaften gibt es Pedibus und so Geschichten. Also zu Fuß an schon. Und schießt ob das auch geht, das kann die mir so. Wir haben überall so Klimapakt gemengen, und jeder ist aktiv und schwingen, dass in du kann evaluieren, wie lange es mir weh, was Menschen am Alltag, aber wie verschiedene Verkehrsmittel stimmen dann überhaupt zur Verfügung. Lo zum Beispiel, weil ich laut daran, die wohnen in und Männer und Hunden sind schon beim Auto hei. Das aber auch je nachdem, wo es die Hilfe ist, wenn es von der Stadt Lützeburg auf Asch fährst, ist es so besser. Bei mir vom Kirchspiel, mir hört ein Zug, sind wir mehr schnell wie beim Auto, weil so stehen wir am Stau. Das heißt, das hängt ein bisschen davon ab, wo fährst du hin, wie gut ist die Verbindung. Und dafür schaffen wir wirklich aktiv, drum für die Alternativen auszubauen, für das ich auch kann, nicht mit dem Auto gefordert gehen, mehr eng sinnvolle Alternative und die eigentlich oft mi flott ist, weil am Bus oder am Zug kannst du mit Leuten schwätzen, kannst etwas lesen oder am Velo, dann hast du deinen Sport schon gemacht, du musst nicht nach irgendwo, also viele Leute, die gehen an den Fitnesscenter, also vorher mit dem Auto dahin am Platz, die 2 Kilometer zu Fuß zu gehen. Dafür schwingen, dass man da noch viel Potenzial dafür also auch nach zu evaluieren, wie kann man nach verschiedene Sachen wie sinnvoll machen. An unserer nächsten Emission weisen wir euch weiter Ausschnitte. Personalfeier hat wie all Joer ein Thema. Dëst Joer stunget ënner dem Motto Krimi. Personal kon sech dementsprechend kleden. Leif Maderbestrinnen an Maderbeter, die Damen an die Herren, Leif wit in alle Goer, das mocht das en grös Fred. Is alle Goer hai op aiser Najosrezeption ze summe mat menge schaffen, den Andy Gilberts an den Sammy Werner derfen ze begreessen. Erlernt mir fir op ich notreesig alles guts, auf viel Gelleg am Najor ze wünschen, für allem en gut Gesundheit. Dat sowohl am Numm vum Schafferrot wie auch am engem persönlichen Numm. Es ist ganz froh, dass auch das Jahr soviel Leute hier präsent sind.
Gemenget los méi sicher zu engem richtig grosse Betrieb. Wir haben auf dem heutigen Tag 123 Personen beschäftigt, dabei könnt als ein Corps Enseignant mit länger 40 Leute machen. Am Lauf von 2019 sind noch eine ganze Reihe neue Mitarbeiter angestellt worden. De Bäuermeester huet dann die neue Mitarbeiter firstalt, die fir die Einzelgemengeservice angestalt goufen. Voilà, die Damen und Herren, bei einer Personalfeier geht es für allem darum, für zu feiern. Erlaubt mir aber trotzdem eine kurze Wörter vielleicht auf ein paar wichtige Projekte für 2020 anzugehen. Priorität haben nach wie vor die neuen Schwamm- und Sportinfrastrukturen, von denen die sowohl Schulen wie auch die Vereinerwerte können profitieren. Denn aber ein Projekt so mehr als viergestalt gehen, und die Bürger sind dabei, die Projekte an die nötigen Autorisationen zu finalisieren. Geplant, dass das am ersten Präparationsarbeit aufhängen. Wir sind uns voll bewusst, dass es keine einfache Chance wird geben. Vierrangig bleibt für uns auf jeden Fall Sicherheit während der ganzen Bauphase, der sowohl für Benutzer und Personal von den bestehenden Sportinfrastrukturen wie selbstverständlich auch von der Maison Relais. Weil das Centre Rödema, wo wir so heute befinden, den neuen Infrastruktur Platz muss machen, wird ein provisorisches Hall auf der Parking bei der Erler Schmelz installiert. Heimat wird garantiert, dass sämtliche große Manifestationen, sie wird von den Vereinen oder der Gemeinde auf weiter können aufgehalten gehen. Gleichzeitig gehen die echt klein gezeichnet für ein neues Centre kulturell Süd von der Erler Schmelz. Ein echt mündlich Zusage von CD Monument konnte mir schon für dieses Projekt umzusetzen. Daneben, und das ist ein Auftrag, den wir auch von der Regierung konnten, setzen wir uns verstärkt für bezahlbare Wohnraum an. Heute sind am Budget 1,2 Millionen für Wohnungen und 1 Million für Terrain vorgesehen. Nachdem ein paar Stauhaus zu hohen aufgegraben ist, steht dem Projekt für erschwingliche Wohnraum nicht mehr am Weg. Und der zweite Halbzeit vom Jahr gehen heute Arbeiten für den Bau von 6 Appartementen an. Gleichzeitig plant das Architektenbüro in der Umsetzung des Projekts für neue Appartementen an der Erler Schule zu holen. Es müssen dann auch noch eine Reihe von Infrastrukturarbeiten gemerkt werden. Ich zähle noch nicht alles auf, aber vielleicht ist die wichtigste die Ausschreibung für die Arbeiten an der Rue de la Montagne zu Kleinbetten, also an den nächsten Tagen. Das Jahr gehen noch dann die Arbeiten an der Cité Herrenfeld heute zu Stengefeld dünn. Wie ihr wisst, gibt es riesige Chancen. In über 4 bis 5 Jahren wird gehen. Nur Aufschluss von der Etude, also neue Wasserbassin zu Kleinbetten, neben dem bestehenden Wasserturm 4 gesehen. Heimat wird für Zukunft sowohl als Wasserreserven wie auch den nötigen Druck aufgesichert. All als Ideen und Projekte sind immer umzusetzen mit der Mithilfe und ihrem Ersatz. Und hier soll die Bannen geben als Gemeinde Tränen und wir kriegen nicht umgesetzt. Dafür und hier ist alle ganz große Merci für die gute Zusammenarbeit. So wie schon die letzten Jahre haben wir dann noch das Jahr auf den kleinen Kado für euch verzichtet. Wir spenden das zumals da und der geht das Jahr und das Association Noël de la Rue. Voilà, wir geben dann zur Ehrung von unseren verdienstvollen Mitarbeitern und Mitarbeitern kommen. An Pension verabschiedet gouf d'André Topp-Ballmann aus der Administration. Auch Madame Leonie Sorania aus dem Service Hygiene gouf verabschiedet. Des Weiteren gouf auch de Mark Hoffmann aus der Administration an Pension verabschiedet. Marita Weinans aus der Stengefurter Grundschule gouf an Pension verabschiedet.
Des Weiteren geht doch Susi Linz-Dateien aus der Stangeforter Schule an ihr wohlverdiente Pension. Für 20 Jahre geeiert gouf aus dem Service Technik de Christoph André. Auch Jackie Comes aus der Stangeforter Grundschule gouf für 20 Jahre denkst geeiert. Heute nach einem Erinnerungsfoto von den Geeierten zusammen mit dem aktuellen Chefrat. Die Damen und Herren, das wäre gewesen für die Jungen. Da bleibt man noch schüsst etwas Lechtes immer und den gemütlichen Teil vom Morgen kommen, wenn ich auch noch ein kleines Doléance mit mehr spät für den Morgen verzögert auf der Gemeinde. Am Moment lebt eine Ermittlung gegen mich. Der versteht, dass ich mich in einer ganz desagréablen Situation befand. Es gibt auch sonst keine Informationen, sie berufen sich da auf die laufenden Ermittlungen. Ich muss an irgendetwas angehört sein und dafür gebe ich es bitten, mir zu helfen, meine Unschuld zu beweisen. Alles wird dir dafür gebraucht von der normalerweise auf Ehrendüsser und der Schweizer Wallis. Es kann aber auch verstehen, dass vielleicht den einen oder anderen mich auch lieber zu stressig Gesicht wie heute sitzen. Dass man nämlich aufgefallen, dass dich vom Gemengerot Koffer steht. Ich bin aber überzeugt, dass dir bestimmt Firma zu helfen. Ich will aber noch präzisieren, dass keiner hier am Salles kann zur Seite stehen, der sieht, ob ihr es ganz allein gestellt für meine Unschuld zu beweisen. Ich drücke nicht damals ja, wünsche ich alle gut noch einen ganz flotten Abend. Merci. Begrüßen ich alle Gute ganz herzlich hier auf dem Najosch-Konzert, den wir hier am Centre Rodemar zu Stangenfort werden spielen. Die Militärmusik, die steht heute Abend unter der Direktion vom Kapitän Christian Kirpes an. Wir haben ein ganz flottes Programm von Gruß aus Wien, Potpourri vom Stolz, Star Wars, Riverdance, von überall von der Welt werden wir euch mit Musik hier an das Natur ran begleiten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und wir hoffen, dass es euch gut gefällt und dass das nächstes Jahr Rebecca zurückkommt.
Damen und Herren, liebe Musiker, liebe Musiksfreunde, sie ganz froh, ich am Namen vom Stängeforter Schafferei können zu begrüßen, zu einem traditionellen Rendezvous. Aber wie können das neue Jahr besser aufhängen, kulturell bedingt, wie man dem Konzert von unserer Militärmusik. Und ich muss ein großes Kompliment an die 52 Musiker, die wir hier auf der Bühne gehen, für den flotten Moment, den sie auch das Jahr als gehen haben, schon für die 5. hat er den einen, sind als Mathieu Klang verzaubert. Und stellvertretend für die Leistung, die ihnen oft nicht gesagt wenn in eine flotte Konzert wie ich heute mitten die Stündchen kann genießen, für die vielen Stunden, die eben an der Vergangenheit müsste proben, mit zusammen mit deren Dirigenten, will ich dann heute stellvertretend und manchmal schon dem Kapitän Christian Kirpes ein großes Merci so an einen kleinen Gest, stellvertretend für all die Musiker, die wir hier auf der Bühne haben, ein großes Merci für die flotte Momente, in der Eis hier gehen wird. Die Momente werden natürlich durchaus nicht so flott gehen, weil noch zwischen den musikalischen Einlagen eng Madame 4 gestafft wird, die als ob eng flott Liebejaderweis durch das Programm gefordert wird. Und dafür auch ein ganz großes Merci von unserer Seite als eine Präsentatrice, der Adjutant Major Monique Bernot.